Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. An Plenarsession vom Europäischen Parlament zu Straßburg vom 7. bis den 10. März als den 8. März, den Internationalen Frauentag, gefallen. Für den zu feiern, dass den 100. Hat der Präsident vom Parlament sich allerhand abfallen gelassen. Schon den 7. März so an der Präsidiumssitzung kruten die 6 Frauen von den 14 Vizepräsidenten an die 12 Frauen von den 5 Kästeuren, also ein weiß-rot vom Parlament. Den 8. März firmete schon ein Röme Bouquet vom Präsidenten auf meinem Schreibtisch fand. Am No der firmete Sitzung krut all Frauen, die Member vom Parlament, also in der 261, stark frei aus Blume, Gel, Narzissen. Eine andere Inszenierung war, dass eine feierliche Sitzung gegen die Mitte stattfand, die zwar vom Präsidenten präsidiert wird, als ein Mann, aber zusammen mit all den Vizepräsidenten und den Quästorinnen, das geht noch nie bis lo. Ich hatte mal Dormolteier oben im Präsidium zu sitzen. Vor dieser feierlichen Sitzung hatten wir eine Debatte über 2 Berichte von der Frauenkommission, einen über das Visage de la Pauvreté féminine an der Europäischen Union, und einen anderen über die Gleichstellung von Frauen und Männern an der EU 2010. An diesem letzten Rapport gingen wir anderen den umstrittenen Vorschlag Frauenquoten an Betriebe, die unter Burs notiert sind, von 9 Euro an der EU zu dekretieren. Ich hatte eine Minute Redezeit zu diesem Beruf, ich habe profitiert, für von allem klarzustellen, dass wir abhalten sollen, Norwegen als Beispiel zu schauen, weil das Land 2003 gesetzlich eine Frauenquote von 40% an den börsennotierte Betriebe anzuführen. Ich habe dafür plädiert, die Referenz auf Norwegen aus dem Bericht rauszustreichen für was. Am Norwegen ist es so, dass seit der Abfeierung von der Frauenquote 2003 bis 2009 die Zahl von den börsennotierten Betrieben von 554 auf 362 aufgegangen ist. All dritte Betrieb, den am Norwegen nicht mehr unter Börse notiert ist, hat als Ursache für den Rückzug die Abfeierung von der Frauenquote angegeben. Am Norwegen besetzen an der Zwischenzeit 70 Frauen mehr wie 300 Plätze an der Verwaltungsrat. Sie gehen Goldrücke genannt. Das ist eine perverse Applikation von der Frauenquote. Aber sie ist aber auch interessant. Sie könnte mich so gut dazu verleiten, über so eine neue Karriere als Güldene Räckelchen nachzudenken. Ich war bis noch nie an einem Verwaltungsrat, wenn wir eine Frauenquote gesetzlich vorschreiben, da könnte ich mir locker vorstellen, an der Dose Betriebe zu Lützeburg am Verwaltungsrat zu sitzen, die bei uns auf der Börse notiert sind. Ich habe der EU-Kommission dafür den guten Rat gegeben, sich das wissenschaftliche Etude mal anzugucken, die von einem norwegischen Institut de Recherche durchgeführt wurde, aus der ich das Chiffren an das Renseignement der Hund schon also der Kommission geraten, jetzt mal ein europäisches Gesetz für Frauenquoten anzuführen, an den Verwaltungsrat machen, dass wir aber da gucken sollen, dass so pervers Auswirkungen nicht könnten stattfinden, wie da in Norwegen der Fall ist. Auch zu Lützeburg sind Frauenquoten an der Wirtschaft umstritten. Sicher ist es gut, die aktuelle Situation zu denunzieren und auf die großen Societäten anzuwirken, für dass sie selber freiwillig auch mal Frauen an ihr Verwaltungsrat nennen. Auch eine Drohung, sie gesetzlich vorzuschreiben, die Quoten, was sie sich selber nicht gingen bewegen, können etwas bringen.
auch wann es natürlich nicht gerade systemkonform ist, an der freien Marktwirtschaft private Betriebe ein Quote zu verordnen. Das Thema ist also nicht ausdiskutiert, weder an der EU noch bei uns. Zu Straßburg hatte man aber auch nach einer kontroversen Sujet im Ordre du jour. Ich hätte gerne heute auch informiert über die umstrittene Decision, eine Tax für finanzielle Transaktionen an der EU anzuführen oder über die umstrittene Formulation an Berichte auch vom Frauenausschuss zum Avortement eigentlich fällt aufgrund vom Subsidiaritätsprinzip die ganze Problematik über das Avortement nicht an Kompetenz von der Europäischen Union, aber es geht an der Frauenkommission eine Party linkslastig Militantinnen, die bei all passend an unpassend Gelegenheit fordern, die EU misst leichten Zugang zu Verhütungsmitteln, da sind nicht d'accord, an zum Avortement sichern. Ich werde auch nach Gelegenheit tun, darauf zurückzukommen, weil leichten Zugang zum Avortement mit leichten Zugang zu Verhütungsmitteln an engem Motum zu nennen, das geht aber ein bisschen weit. Ich muss heute aber auch darüber eine bedenkliche Decision berichten, die am Sitz vom Europäischen Parlament zu dienen hat. Das Parlament selber kann nicht über seinen Sitz entscheiden, über alle Sitzfrauen von der EU entscheiden einstimmig Staats- und Regierungschefen an der EU an den 90er Jahren beschlossen zu Edinburgh, dass der Sitz vom Parlament zu Straßburg ist. Das Parlament aber nach 2 weiteren Lieux de Travail hat, und zwar Lützeburg Sitz vom Generalsekretariat, a Brüssel, wo die Kommissionen und Fraktionssitzungen stattfinden, normal Minisessionen. Eine Reihe von Deputierten versichern, mit immer mehr perversen Mitteln diese Decision auszuhebeln, für Straßburg unmöglich zu machen und alles zu Brüssel zu konzentrieren. Alle Jahre, wenn das Parlament über seinen Sitzungskalender entscheidet, versichert das Brüssel-Lobby mit immer mehr perversen, gelungenen Amendementen zu dem vorgeschlagenen Kalender, den am Plenum angeholt muss gehen, Straßburg auszuhebeln. Ob schon ein Urteil vom Gerichtshof feststellt, dass 12 Plenarsitzungen pro Monat zu Straßburg stattfinden müssen. Wir machen aber 2 an einem Monat, weil am August nicht stattfinden. Für Jahren haben wir nach von Montags bis Freitags zu Straßburg getan. Das war raisonabel. Seit 1990, als der Freitag gestracht ging, auch von dieser Brüsseler Lobby, für die Aufstimmung über den Sitzungskalender, die den 9. März stattfand, hatten das Gegner von Straßburg sich etwas Besonderes knasches, perfides Sachverhalte gelost. Sie haben vorgeschlagen, anstatt am Oktober 2 Sessionen aufzahlen, eng am Anfang vom Monat an die anderen zu Ende vom Monat, haben sie vorgeschlagen, dass in 2 Sessionen an einer Woche soll auffallen, eng Montags am Dienstags, an der Mittwochs nicht, an die anderen Donnerstags auf Freitags. Ich muss sagen, dass also mehr dummer, mehr knaschtig geht es wirklich nicht. Aber weil sie zu feig auch nach waren, offen aufstimmen zu lassen über die Proposition, haben sie mit einem Prozedurtrick fertiggebracht, dass man diesen absurden Vorschlag geheim aufgestimmt haben. Eigentlich hätte meiner Meinung nach so ein Amendement nicht dürfen recevabel sein, weil es schon ein Perfid, eine Karikatur ist von dem Urteil, was der Gerichtshof los hat. Leider haben aber die falschen Initiatoren, die sich schon an der Wortsekret verstoppt haben, gewonnen. 50% von den Deputierten haben dafür gestimmt. Ich bin nicht allein da mit meiner Meinung, dass das lächerliche Decision gegen den Geist an den Buchstaben vom Vertrag verstößt. 1995 bei einer ähnlichen Decision, also sie schon lange am Gange sind, das Futti zu machen, da hat die französische, die Lützeburger Regierung geklagt an die Cour de Justice, die hat ganz klar als Recht gehen. Ich gehe davon aus, dass der Vers sich repetiert, kennt man den Klo von den Franzosen, mit Unterstützung geschaffen von Lützeburg, und noch mit vielen anderen. Wir haben eine Schlacht verloren, aber noch nicht den Krieg. Den Dossier ist noch nicht ausgestanden. Ich werde es natürlich au Courant halten, wie es dann damit weitergeht. Merci, dass ihr mal gelauscht habt. Bis geschwind.